van de mooiste tienda 2021. We zijn op weg naar Struckland, Manitoba. Zijn we al hier. Ho, 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 ho. Zet maar. Nou, op gar niks zei. Van der is maart de 10e, 2021, dat had je gelijk al gehoord. En van der wel wie wat merken, wat zich naam Kuffeltacos. Wir haben 2 Stückchen Tacos gehad en abgestopelte Tacos en wer weet niet wat alles, maar van der werden we Tacos merken, dat naam zich Taco Cups. Kuffel, wat zijn de kuffels zum drinken? Kuffeltacos. Toen weten ze mijn hout met zoals nun een feierkontje kuffel. Wir zitten bij ons beetje de ken ik door van Isha van Egypten door in Egypt. En daar had je also een grote stroodak op dem kop. Aber hard. Wie worden hier diese Brocken wegen Mexikaner, die Brocken, die ist immer so eine große Strohheu, weil da kann die ganze Familie am Schatten gehen, weil die früher den großen Haut abhauen, dann gegen die Kinkes und alles zu ihnen am Schatten, weil wenn Regen da oder so wieder Gewitter, dann hockt der alle Raum, das ist eine Kluck mit der Keckel. Bei der war von der war wie, was merken, dort nennt sich Taco Kuffels. Das wird mit gemodelt Fleisch merken, mit Ground Beef, Rindfleisch. En dit is van jou te oven kost. En Mars, daar wil ik zo merken dat ze ook Frühstück tacos, Frühstück burrito kuffels. Die worden ook met tortillas gemerkt, maar waren typen ook met eieren te maken en er steht met vlees. So. Waarom zijn we van jou daar? Ik wil het wezen en dan ik hoop die gleich dort, because wie ze dat zei en er schijnt smaken. En ik had de laatste week had ik 20 kilometer de fout gewoond. So, ik heb een pot afgenomen en ik wil nog een beetje meer. Maar ik dacht van der woord wat een klein beetje beschenken wegen met schijt eten merken wegen. We hadden een beetje weg verloren. Nu moeten we een klein beetje schijt eten merken zwischen ernst. So, ik zoek die gleichen dort. Okay, hier haben wir dann von euch für 2 Pfund gemoldenes Fleisch. Carne molida de res, das Rindfleisch. Ground beef. Von ungefähr 2 Pfund und das ist 3/4 Kilo. Hier haben wir 2 Jalapenos und hier haben wir eine Sippel. Hier haben wir eine halbe Köffel räuchert Spark, Tocino, Bacon. Und hier haben wir Taco Spice, wo ich wiesen, das kann ich am Stuhl kaufen. Und wenn ich dort nicht haben, das ist dann merkt ihr so ein Taco Fleisch ist die gleichen. Hier haben wir ein bisschen Snackpulver, Garlic Powder. Hier haben wir ein bisschen Pepper. Und dann, nu werden wir das Fleisch reinmerken. So, je kan zo'n Taco Fleisch reinmerken, als je dan wel. Dankeschön. Okay, das erste, was wir dann ist, dass wir hier ein paar Olive Oil nehmen oder whatever Schmutz die dann haben und dann da wir das Sippeln nehmen. Hörst du mal da. Das gibt ja mal eine so eine schöne Musik. Wo ich das mal horchen. Geht sich aber so schön, da braucht nicht mal ein Radio haben. Okay, das Sippeln fahren wir uns mal brüht worden. En dan de 2 jalapenos gemaakt. Met zoetig en alles daarin. Dan gaan we een klein beetje spicy zijn. Dan wordt dit na een paar minuten aan tegen hier en dan wordt het vlees gemaakt. Oké, dan hebben we nu de sippelen en de jalapenos. Dan hebben we nu al een beetje wat we daar gebruikt. Ik krijg 5 minuten met de jalapenos. Dan doen we dat vleesje nemen. En dan doe je vanuit een gouden koppel water hier nemen. En dan dat tegen hier en dan gaan we dat kijken. En dan is eenmaal al afhangt tegen te broden. Dan gaan we den peper en dat chesnek en dat taco pulver hier nemen. Dankzij. Oké, nu gaan we maar zo fijn kijken. En dan gaan we hier hebben we dat taco spice. Waar we van ongeveer 2 eetlepel van maken. En dan nachher wollen wir das schmecken, und wenn das nach mehr fällt, dann ein bisschen mehr. Und dann hier haben wir was Bananen Chesnek Pulver. Da von ungefähr so viel ist wie bleiben. Braucht nicht schrecklich viel.
Und dann Peper. Grober Peper, was jetzt so viel morgens echt dann bleibt. Ja. Und da werden wir das Loten durchkerken. Weil das so mehr Mess gut ist. Und dann da, wo wir diesen Spark machen. Dankeschön. Fleisch scharf hier nun eine gute 15, 20 Minuten gekerkt. Und dann da, wo das Räucher Spark machen. Tocino Doradito. Ja, Bacon. Einmal 2-3 Minuten durchkerken und dann ist das rein. Und das kann ich schmecken. Und wenn dort noch mehr Chesnick fehlt, oder Taco Salz oder irgendwas, dann darf ich das machen. Aber ich glaube mir, ist das Krag so gut. Wo wir das nu noch einmal lassen. 3, 4, 5 Minuten kerken. Und dann ist das rein. Dankeschön. Okay, da werden wir nu mal unsere Kuffel-Tacos machen. Hier haben wir Tortillas. Und da wir hier die Bitterkant ein bisschen ausschneiden. Das Krag feierkantig ist. So, kick mal dort. Und dann, das ist das. Dort ein Viertel schneiden. So. Und dann, was wir dann tun, dann nehmen wir diese Feier. Kommt ja wieder gestartiert, dann ein klein bisschen mit Butter, mit anpasseln. So. Dann braucht man das nicht anpasseln. Dann dauert hier so Stott nähern, check mal das. Schafft aber so klar, hat jetzt einfach ein bisschen schön. So. Mit der Butter gebarschte Seiten oder kriegst du Stott. Und dann, was wir dann tun, ist dann nehmen wir das Fleisch. Da wir ein bisschen Fleisch nähern, alle. Das sollen ja dann die Tacos sein. Check mal dort, kriegst du Stott. Alle da wir ein bisschen Tacos nähern. Und dann da ein bisschen Käse. Alle ein bisschen Käse nähern. Kriegst du Stott. So, weißt du was? Dann nehmen wir noch einmal Feuer so eine Taco Tortillas, und dann da wir ein bisschen stark war so nähern. Kriegst du Stott. Und das gibt dann die Koffels. Da ticken wir so dort. So. Und die brauchen wir dann noch nicht mit Butter bepinseln, da nachher kommt. Guck mal dort. So. Das dort aber nicht schmeckt. Ich hoffe, die hat noch ein bisschen schön. Kriegst du dort. Und dann, was wir dann tun, ist, dann nehmen wir noch einmal mit Fleisch, da wir alle noch einmal mit Fleisch nehmen. Kriegst du dort. Guck mal dort. Sehr Geschmack. Dann nehmen wir noch einmal ein bisschen Käse. Und weißt du was? Wir haben hier noch ein bisschen Käse. Das ist ja riechen, der Käse. Das hat von meiner Prima her. Der hat das von ihrer Nubersfrüh gekriegt. Die Nubersfrüh, das wir mal mit Tragmerker. Ja, wir haben, nu werden wir das auch noch proben. Ich will dort hier ein bisschen stehen, die riechen, der Käse. Ich glaube, was sehr schön schmecken. Kriegst du dort. Und weißt du was? Und das ist aber rein, da werden wir den Ofen abhärten bei 375 Grad. Für ein Stück 15, 20 Minuten. Und da werden wir umkassieren. Und hier die Spätzchen, die hier ein bisschen rückstärken, weil ihr wollt, die können noch ein bisschen mit dem Pinselchen. Du ein klein bisschen mit Butter ein bisschen bepinseln, weil sie da wollen nicht viel reicher. Kriegst du es dort. Da braucht nicht schrecklich, bloß ein klein bisschen, du hast es dort. So. Alle Spätzchen, die dort stehen, ein klein bisschen mit Butter beschmiert. Okay, nu sind wir bereit zum Backen. Dankeschön. Okay, nu haben wir den Ofen hier bei 374 Grad Fahrenheit. Und nu werden wir dort hier so. Dann stand 18 Watt, 20 Minuten. Dankeschön. Okay, nu haben wir hier für 18 Minuten oder so eine Back Fahrenheit gebackt. Nu kijk mal. So sieht es dann nu. Nu werden wir reinmerken zum Eten. Dankeschön. Okay, dann werden wir hier nu mal reinmerken. Diese Kuffel-Tacos, hier ein bisschen mit so rum. Du hast eine
Und du hast das zweite. Du ein klein bisschen rund ein bisschen so losmerken. Du kicken wir das. Okay. Dann was wir dann tun, ist wieder leicht. Da wird ein klein bisschen süßer Schmott über. Wenn das nicht leicht, dann braucht ihr es nicht. Kraks ist tot. Und dann, hier, was ich sage, hier haben wir Rewe Ziplen. Hier haben wir Salut. Hier haben wir Avocado. Du haben ein bisschen Zippeljöck. Du darfst ein bisschen Zippeljöck über. Green Onions, dann ein bisschen Stott. Und dann zum Geschmack loten, da wird noch ein bisschen so ein Cilantro über. Kraks ist tot. Und du haben wir noch ein bisschen Bacaljan, Avocado. Und dann, da wir veranderen, ist dann da noch ein bisschen Zitronen. Wir haben die Zitronen in ein Glasje, Dosje. Allebei ein klein bisschen Zitronen über, da ist es tot. Und da werden wir heute merken zum Eten. Oh, aber das wird aber sehr schmack. Ich will hier bloß noch einen mehr nehmen. Habe 3 Stück. So. Nu will wir eten. Dankeschön. Okay, dann wollen wir nu eten. Nu haben wir was wir nennen Taco Kuffels. Das sein kann, ay caramba, das ist ein Sorgenstolhak hier Brera. En die zorgen die wel even bezwijgen en dat voor een wel. Dat vreemd nog een beetje. En we gaan. Ik wil zeggen, waar we dankbaar zijn voor wat God ons gezegend heeft met. Ik vond dat laatste nacht nog waar uit. Mijn vrouw had op een grote video kapperiting. En ik heb zeer gebed. En dit lijkt je vriend vielleicht niet. Maar ik wil één ding zeggen. God had ihre kapperiting weggenomen. Laatste Nacht hat Gott uns erhört. Dankschein und wir haben uns auf Gott verloren. Gott ist immer da. Einmal die das längst vor wir wollen haben. Aber Gott ist da für uns. Gott hilft uns. Gott schenkt uns die Kraft, durch zu sagen, was uns ableiten wird. So, immer haben. Nu will wir scheinet eten. Ich habe hier, was wir nennen, Taco Kuffels. Hier haben wir Ziplen, Salut, Avocado, Bacaljan und ein bisschen Cilantro. Wir wollen dort hier ein klein bisschen noch Holland mit übersalzen. Ich lege mal alles ein bisschen nur salzig. Und bei Emmerhahn, dann hier haben wir ein knorrischer Coke. Da wird Fernseher ein mexikanischer Bier, aber das wird auch sehr schön schmecken. So, Emmerhahn, nu wollen wir das schmecken. Und hier haben wir noch selbst gemerkt, sehr heiße Salsa. Dort wollen wir uns alle noch ein klein bisschen überschneiden. Ich weiß, ich kann da Jalapenos alle ein bisschen über. Aber bei mir wird das ziemlich zu heiß. So, nu werden wir das mal schmecken. Mama. Das mit den geregelten Zeug. Ich muss sagen, Mundje. Röhrkapsche, Dankeschön für den geregelten Käse. Schmeckt sehr schön. Ein feiner Bacaljan. Packt einen nächsten Gerät. Merkt ihr auch. Schmeckt sehr schön. Und das steckt schon nach. Die werden wir mal eten. Hier ein bisschen mehr mit heißer Salsa eben mit Gold überjägen. Wow. Schub die mehr da drauf. Schmeckt aber das kämmerlich sein. Insofern knusprig und reich. Wow. Dankeschön für all meine Freunde hier, was meine Videos da mal checken. Ich traf Menschen hier und dort, die sagen, sie haben die gekickt. Ich bin froh dafür, dass ihr interessiert. Und ich hoffe, dass es ihr eine Freude gebracht. Und von hier wieder, Hans. Wieder. Dankeschön und mag Gott uns segnen. Wo man jemand abzieht, es wird nach 4 geben. Dankeschön hier von Strucklop Manitoba.
Ik ben dankbaar voor jullie allen.